Dankeschön vielmals für den Empfang. Der macht es mir einfach, mir das Wohlsein zu lassen, mich geliebt zu fühlen, so richtig in Fahrt zu kommen. Ganz herzlichen Dank. Ja, das ist schon die erste Folie, die Kernbotschaft des Galaterbriefes. Jetzt können die einen denken, oh nein, das ist ein Professorentitel. Und das ist es auch. Aber ich kann euch trösten, das wird schon noch persönlich. Aber die jetzt denken, das ist ein Professorentitel, endlich wird es einmal ein bisschen distanzierter und betrifft mich nicht so, da würde ich sagen, geniessen die ersten paar Minuten, wo das so noch laufen tut. Ja. Ich brauche die nächste Folie. Es geht im Galaterbrief um alles. Und in Galater 1 steht schon ganz früh am Anfang von Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. Der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Das ist das Zentrum und aus dem Zentrum heraus kommt die Kernbotschaft. Jesus Christus hat sich für dich und für dich und für dich und für mich hingegeben. Aber nicht für deine liebenswürdige Seite. Nicht für die Seite, die Applaus gibt. Sondern für die andere Seite, für deine Sünde. In Deutschland in den letzten Wochen eine riesige, ja, wie eine Umkehr bei Spitzenpolitikern. Hätten wir nie gedacht, wir bereuen, dass wir das nicht früher gesehen haben mit dem Putin und der Ukraine. Dabei, wir müssten nur die Geschichte vom Kain und Lot lesen, das 4. Kapitel der Bibel. Woher kommen die Kriege, sagt der Jakobusbrief? Sie kommen aus uns, aus unserer Begierde, weil wir anderen das nicht gönnen, was die anderen haben. Weil wir den anderen die Freiheit und ihre Entscheidungen nicht gönnen, wo sie fällen dienen, zum Beispiel. Und das Potenzial steckt in uns allen Menschen drin. Und jetzt bin ich schon realistisch und wenn ich euch so anschaue, denke ich, bei den meisten von euch reicht das nicht für Raketen und Panzer. Aber für so einen richtigen Ehekrieg, vielleicht letzte Woche, oder sonst einen Beziehungskrieg, oder natürlich 99% Nächstenliebe, aber wo es darum gegangen ist, ob der Kollege eine Chance soll haben, mich zu überholen in der Firma oder nicht, habe ich ihn, das ist nur 1% von meinem Leben, ausbremst. Und für das, für unsere hässliche Seite, wo das Potenzial haben, noch viel größere Hässlichkeiten daraus entstehen zu lassen, für unsere negative Distanziertheit, Destruktivität, für all das, was wir an uns selber nicht lieben. Vor allem dafür ist Jesus Christus gestorben, hat er sein eigenes Leben hingegeben. Und jetzt sagt der Paulus in den nächsten Vers, und schaut mal, jetzt sage ich euch etwas. Und da geht es um alles. Im Philipperbrief, wo mir viel näher ist, ich habe dort darüber meine Doktorarbeit geschrieben, da sagt er im 3. Kapitel, hey Leute, wenn ihr das nicht begriffen habt, was ich euch sage, das macht nichts. Gott wird euch das auch noch zeigen. Nur bis dort, wo ihr schon gekommen sind, bis dort, was euch Gott schon gezeigt hat, dort bleibt aber fest stehen, also fallt nicht zurück. Aber hier im Galaterbrief sagt er, hey, es geht um alles. Und dann sagt er, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Er sei auf ewig von Gott getrennt. Er soll
weg sein, nicht mehr unter den Lebenden. Und also, man kann da alles sagen, was dort drin steckt. Und dann sagt er, und wenn das Engel wären, dann würde das für die auch gelten. Und wenn ich es wäre, dann würde es für mich auch gelten. Und was ist jetzt das? Was ist das andere Evangelium? Ich möchte auf das eingehen, aber zuerst habe ich eine andere Frage an euch. Und die nächste Folie tut man dann so einzeln klicken, das sind so mehrere Punkte. Vielleicht kann man der erste mal machen, die nächste Folie. Dann muss man es wieder zurück machen. Bei meiner PowerPoint hat das anders funktioniert. Ich möchte zuerst einmal euch fragen, was gefällt Gott? Was sollen wir tun, um Gott wohlgefällig zu sein? Was schätzt Gott? Was ist wichtig? Was sind zentrale Sachen, die wir in unserem christlichen Leben pflegen können? Gibt es da Vorschläge? Ich habe ein paar Vorschläge, aber das ist das, aber jetzt, man kann es jetzt nicht so punktweise machen, also noch nicht die Folie. Das ist genau der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Ich habe Anbeten verstanden. Gott anbeten. Was schätzt Gott auch noch? In Loben, Ehre. Ich fasse zusammen. Bekennen, wer er ist. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine ganz gute Antwort. Da machen wir jetzt mal eine Klammer rein, für wenn ich weiterreden tue. Aber wir nehmen es mit. Ja, das ist, glaube ich, das Zweite, was ich aufgeschrieben habe. Nächstenliebe, dienen. Also jetzt anderen Menschen dienen, anderen Menschen die Liebe von Gott weitergeben. Gott von ganzem Herzen lieben, so mit unserer ganzen Liebe und der ganzen Kraft und alles, was wir haben. Einander vergeben. Dankeschön. Ich glaube, jetzt kann man die nächste Folie machen. Jetzt geht's ja. Anbetung und das nächste jetzt. Nächstenliebe. So, das nächste. So richtig voll Glauben, ohne zu zweifeln, hätte ich noch erwartet. Sie wollen tun. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Gott hat sich eines Tages gesagt, so lesen wir es in der Genesis, irgendwie da mit dieser ganzen Menschheit, das funktioniert nicht. Ich habe einen neuen Plan. Ich rief jemanden aus dieser Menschheit und mache ein Volk aus ihm, damit an diesem Volk alle sehen, wie mit Gott Beziehung gelebt werden kann. Und so hat er den Abraham berufen. Und der Abraham hat den Verheißungen von Gott geglaubt. Er war dankbar. Hat geglaubt. Und das hat Gott total geschätzt. Und dann hat Gott gesagt, ich gebe ihm ein Gebot. Ein erstes Gebot. Gott hat schon gewusst, wenn dann der Mose kommt, dann werde ich ihm viel, viel mehr Gebot geben. Aber jetzt gebe ich ihm ein Gebot, wie er mir dienen kann, wie er mir gefallen kann, wie er mit den Mitmenschen leben kann. Das ist da noch nicht so drin, aber dann bei Mose gibt es ganz viele solche Gebote. Und hat ihm ein erstes Gebot gegeben. Also man kann so sagen, das total Fromme, das Frömmste vom Frommen, was biblisch möglich ist, wenn man vorne anfängt zu lesen. Die Spitze bis und mit 17. Kapitel. Nämlich, welches Gebot ist das gewesen? Ich musste es so einleiten, weil sonst wäre er nie drauf gekommen. Genau. Beschneidung.
Gott hat dem Abraham gesagt, lass dich beschneiden und beschneid alles, was am 8. Tag geboren wird in Zukunft. Dort, wo das nicht gegangen ist, weil die Leute schon leben, die Männer schon leben, mach es einfach jetzt und hol das nach. So ist die Beschneidung das Frömmste, was für einen Jude möglich ist, weil es ist das erste Gebot, das Gott seinem Volk exklusiv gegeben hat. Ja, und ihr merkt etwas. Wir haben andere gute, fromme Gebote, die Gott uns gegeben hat, mit der nächsten Liebe. Und wir sollen ihn anbeten. Mit der Beschneidung, da können wir sagen, was geht mir das Stückchen Haut an? Aber wir müssen es übertragen und wir müssen ans Frömmste denken, was wir tun können, um Gott wohlgefällig zu sein. Dann verstehen wir den Galaterbrief. Und jetzt brauche ich die nächste Folie. Und im 5. Kapitel endlich sagt der Paulus, um was es wirklich geht. Vorher sagt er, hört mal, ich bin der Richtige, um euch die Botschaft zu sagen. Ich bin legitimiert von Gott und von der Kirche. Ich bin legitimiert durch das Wort Gottes. Ich lege es euch aus im 3. und 4. Kapitel. Und erst im 5. Kapitel, wo es um Praxis geht. Ich habe euch vorher auch gefragt, um Praxis. Was eben Gott gefallen tut. Im 5. Kapitel sagt er endlich ganz konkret, um was es geht. Und siehe da, wie am Anfang mit dem Verfluchtsein sagt er es zweimal. Das bezieht sich aufeinander. Jetzt ist er bei dem, der verfluchen kann. Und da steht, siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und ein paar Vers später, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Mein erster neutestamentlicher Lehrer an der Uni hat uns den Galaterbrief lesen lassen, bevor er uns gelehrt hat. Und dann hat er gesagt, unerhört, was der Paulus da schreibt. Haben Sie es gelesen? Unverschämt. Schreibt er doch, die sich beschneiden lassen wollen, die sollen es ganz abhauen. Und das meint der letzte Vers, der hier steht. Hey, ihr Nicht-Juden, die jetzt an Jesus Christus glauben, und für die ist der Paulus ja gesendet. Wenn ihr diese fromme Tat macht, dann wird euch Jesus Christus nichts nützen. Und jetzt kommen wir zur Kernbotschaft mit der nächsten Folie. Ich hoffe, es geht auch so schrittweise. Es ist nicht schrittweise gegangen. Die Kernbotschaft vom Galaterbrief ist, Jesus Christus allein rettet uns. Jesus Christus allein bringt uns in die Liebe von Gott hinein. Bringt uns in die Liebesbeziehung von Gott her hinein. Jesus Christus allein ist dafür verantwortlich, seine Hingabe am Kreuz, dass wir von Gott geliebt und angenommen sind, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass wir einfach vor Gott in seiner Nähe können sein. Und Jesus Christus plus eine fromme Tätigkeit, die wir dafür machen, um von Gott geliebt zu sein. Jesus Christus plus eine fromme Tätigkeit verdammt uns, bringt uns auf Distanz zu Gott, lasst uns aus der Gnade rausgehen.
Wenn du Gott anbetest, weil in der Bibel steht, man soll Gott anbeten, ist das gut. Wenn du Gott anbetest, um abzusichern, dass du von Gott angenommen und geliebt bist, dann hast du schon das Wichtigste verloren. Wenn ich da vorne stand, um nachher hoffentlich ein tolles Feedback von euch zu kriegen, um mich dann geliebt zu fühlen von Gott, und ich sage euch, das fällt mir dann so leicht, wenn ihr mir strahlend zeigt, dass es euch schon sehr bewegt hat. Wenn es das ist, bin ich schon weg von Gott. Und Gott hat bei mir einen ganz harten Job gehabt, aber nach so 30 Jahren denke ich, er hat ihn weiterhin, um mich aus das rauszukriegen. Und dann habe ich ein forschungsfreies Semester gehabt. Das war schön, endlich einmal Pause im Winter 2019, 2020. Kaum eine Predigt gehalten und vor allem nicht vor den Studenten gestanden und kein Feedback gekriegt, und das hat mir sehr gut getan. Und dann ist der März 2020 gekommen, Corona, und alles ist auf digital umgestellt worden. Und man kann auf digital sehr viel machen, aber so viel Feedback, das bekommt man nicht. 1 Semester, 2 Semester, 3 Semester, 2 Jahre lang. Und ich habe es schnell begriffen, aha, die Speziallektion von mir ist genau das. Und das ist auch gut gegangen. 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate, vielleicht 6, 7, 8 Monate, ich weiss nicht. Und dann hat es mir wirklich die Substanz aufgenommen. Langt es mir einfach von Gott geliebt zu sein? Oder fehlt mir die Glaubensstütze von diesen positiven Feedback, wo wir sagen, hey Peter, wenn du so eine Gabe hast und die Leute so darauf reagieren, dann bist du geliebt von Gott. Der Paulus mahnt mich und sagt, Peter, wenn du diesen Weg gehst, bist du verflucht, bist getrennt von Jesus Christus, dann brauchst du ihn nicht, dann machst du es über deine Leistung, mit deiner Gabe, mit deinem Lehren. Und so ist das auch bei euch. Jesus Christus und Anbetung, wenn es darum geht, damit die Liebesbeziehung mit Gott zu sichern, Beziehung zu Jesus zu sichern, die trennt uns von Gott und von dieser Liebesbeziehung. Jesus und ein bisschen fromm sein, wenn es darum geht, damit geliebt zu sein von Gott, dann trennt uns das von Gott. Von Jesus, vom Evangelium, auch vom Heiligen Geist. Ja, und zerstört zuletzt auch meine Liebe, die ich weitergebe. Das ist so etwas Geheimnisvolles. Lieb du da und da. Lieb du, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann bist du geliebt von Gott. Was bedeutet so eine Botschaft? Du musst lieben, du musst in dieser konkreten Situation lieben, sonst wird dir irgendetwas angedroht. Das heisst, du hast verschiedene Handlungsoptionen, nämlich das zu machen oder nicht zu machen. Aber auch wenn du es machst, weil dir das befohlen worden ist, weil du dazu gezwungen worden bist, weil du innerlich gezwungen bist, weil du doch geliebt sein möchtest, dann ist es alles, aber es ist nicht Liebe. Weil Liebe kommt immer nur aus Freiwilligkeit, aus Freiheit raus. Da können wir so in der Falle sitzen. Und die positive Botschaft ist, niemand von uns ist verflucht. Euch alle liebt Jesus ohne eure Leistung. Überlegt einmal, wie ihr es in euren zwischenmenschlichen Beziehungen macht, gegenüber euren Partner, in eurem Freundeskreis, bei eurer Arbeit. Wie viel ihr leistet, um die liebevolle Beziehung zu sichern. Wie viel ihr leistet, damit ihr weiter geliebt werdet. Wie viele Kompromisse, auch amix, wie viele... Jetzt habe ich faule Kompromiss sagen und hat aber fast fromme Kompromiss gesagt. Wie viele fromme, faule Kompromisse ihr eingeht.
Und dann haben wir noch eine Bibelstelle und sagen, ja, aber Gott möchte das ja so. Wie schwierig ist es, seine Kinder zu lieben, einfach so, wie sie sind. Wie schwierig ist es zu erkennen, nein, ich liebe sie nicht nur so, wie sie sind, sondern ich liebe sie auch, weil ich das für mein Selbstwertgefühl brauche. Ich brauche es selber, damit ich mich geliebt fühle. Und Jesus Christus sagt, oh, hey, es gibt nur etwas, was du brauchst, damit dir alles vergeben ist. Damit du mit deinen hässlichen Seiten sogar, mit diesen Stacheligen, mit denen, sogar mit denen, die gegen Gott sind, total angenommen und geliebt bist von Gott. Und das ist, dass ich mich selber für dich hingegeben habe. Und für deine Sünde nennt das die Bibel dann mit einem Begriff. Vor 500 Jahren hat ein sehr frommer Mann gelebt. Ein sehr frommer Mann, der sich bemüht hat und Gott versprochen hat, ganz fromm zu leben. Der höchste Weg hat er gewählt. Ich weiß nicht, was für euch der höchste Weg von der Frömmigkeit ist, aber es sitzen sicher einige da, die das gewählt haben. Der Martin Luther hat das auch gewählt und das war damals, Mönch zu werden. Und er hat sich abgekämpft. Abkämpft, sich die Liebe von Gott, die ihm immer wieder versprochen wird, auch die zu verdienen. Und er hat die Bibel gelesen und Bibel gelesen und Bibel gelesen. Und plötzlich hat er im Galaterbrief und im Römerbrief gemerkt, dass es ganz anders ist. Dass er, auch wenn er alles richtig machen würde, was gar nicht geht, die Liebe nicht kriegt von Gott, weil sie ihm einfach schon geschenkt ist. Und das hat die Reformation ausgelöst. 30 Jahre später hat die politische Landkarte von Europa anders ausgesehen. Und für uns Christen ist es so wichtig, diesen Schatz zu pflegen, zu entdecken, zu vertiefen, immer wieder zu dem zurückzukommen, wenn wir wieder in die andere Richtung gelaufen sind und wieder ergänzt haben. Jesus Christus plus unsere frommen Tätigkeiten, um geliebt zu sein und jemand zu sein im Reich Gottes. Und vom Luther lernen wir auch, es lohnt sich, die Bibel zu lesen und zu lesen und zu lesen. Wir wissen nie, welche Bibelstelle jetzt wartet darauf, von jemandem von uns zu entdeckt zu werden, so dass sich die politische Landschaft in Europa und weltweit ändern tut in den nächsten Jahrzehnten. Der Luther hat das auch nicht gewusst im Voraus. Ich weiß nicht, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt, aber ich hatte einmal einen Studenten im Ruhrgebiet, wo ich arbeite, und der hatte so ein Talent gehabt, dass ich ihn gefragt habe, können Sie mir das übersetzen auf Ruhrgebiet? Und dann hat er gesagt vor allen Studenten, ja, kein Problem, wir sagen hier, nur einer kann der Grillmeister sein. Schaut mal, wenn es um euer Heil geht, wenn es darum geht, dass ihr von Gott geliebt sind, leidenschaftlich geliebt sind, wenn es darum geht, dass ihr angenommen sind, nur einer kann der Grillmeister sein für das alles. Entweder Jesus Christus oder ihr steht an der Grill an und dann muss Jesus mit dem, was er für euch gemacht hat, von dem Grill weg. Nur einer kann der Grillmeister sein. Bitte findet man eine baseldeutsche oder schweizerdeutsche Übersetzung davon. Aber dann nehmt das aus Deutschland mit und überlegt, wer ist jetzt geht es gerade wieder mal darum, dass ich geliebt bin. Wer steht jetzt am Grill? Bin ich es, der jetzt dort die Würste drüllt? Oder ist es Jesus Christus in Bezug auf mich? Es gibt so viele Christen, die reinrutschen, wo die Liebe plötzlich zur Pflicht wird. Aus Liebe haben sie angefangen und sie wird zur Pflicht. Und
sie merken es vielleicht viele Jahre nicht, dass sie nur noch am Pflicht ausüben sind. Wie viele haben aus Begeisterung mit einem frommen Leben angefangen? Und ich meine jetzt im positiven Sinne, Gott wohlgefälliges Leben. Und sie merken es nicht, dass es seit vielen Jahren eigentlich nur noch ein Stress ist. Und dann kennen wir vielleicht die Biografien, wo eines Tages aufwachen und dann alles über Bord fallen. Es war immer so ein Stress. Dabei war es ein Stress, weil sie zum Grillmeister geworden sind. Gegen alle Verkündigungen. Was können wir hier praktisch tun, nachdem wir hier ja eigentlich nichts tun können, weil Jesus alles da hat? Und das wäre die nächste Folie. Überlass dich Gott. Überlass dich immer wieder Gott. Und Gott hat so eine wunderbare Einrichtung. Am Anfang der Bibel haben wir nicht nur eine, sondern mehrere Schauen, Visionen, Theorien. Das heißt alles so sehen, so schau, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und im ersten Kapitel von der Genesis kommt der 6. Tag und Gott macht Tiere, die am Boden kriechen und die übers Land laufen, die Wilden und die der Mensch zähmen kann und kultivieren kann, das Vieh. Und das allerletzte an diesem Freitag, am 6. Tag, sagt er, lasst uns Menschen machen in unserem Abbild. Macht einen Plan, setzt ihn um und der Mensch ist tot. Die Menschen sind tot. Meine Frau sagt, viele Christen leben so, als ob an diesem Freitagnachmittag die Menschen gemacht worden wären und Gott da steht, herzlich willkommen mit einer Schaufel in der Hand und ihnen die Schaufel in die Hand gibt. Nein, Gott sagt, es ist sehr gut und lasst den Sabbat anfangen. Schenkt ihnen die Ruhe. Weil es ist das meist übertretene Gebot in frommen Kreisen in den letzten Jahrzehnten. Sabbatgebot. Und schaut mal, ich kann das alles verstehen. Ich kann das alles begreifen. Aber wenn ihr nicht immer wieder Zeiten habt, wo ihr einfach Ruhe habt, Zeiten zum Genießen, Zeiten zum dankbar sein, darum habe ich das in Klammern gesetzt vorher, dann werdet ihr von dem wegkommen. Für mich ist Corona eben in so etwas ganz existenziell Wichtigem von mir, ist eine Zwangspause gewesen, wo Gott einfach eingesetzt hat. Und ich bin schon so weit gewesen, dass es viele Monate gebraucht hat, bis die ihre volle Wirkung entfaltet hat. Aber sie hat sie entfaltet. Und ich bin nochmal so richtig in den Prozess hineingekommen. Wie ist das bei mir? Mit Liebe annehmen. Die wunderbare Erfindung von der stillen Zeit. Still sein. Einfach mal still sein. Ein paar Minuten pro Tag still sein. Man kann es auch länger. Ich habe auf YouTube mir noch Peter Wick Herzensgebet eingeben. Dann findet ihr 3 Teile, wie man das länger machen kann. Aber einfach mal still sein, nichts machen. Ich stelle mich selber darunter. Ihr könnt, wenn euch das schwierig ist, dann kauft ein gutes Stück Torte. Und versucht einmal nur, das Tortenstück zu genießen und nichts anderes dabei zu machen, als genießen und dankbar sein dafür. In all dem innen übt man Gnade anzunehmen. Und dann schickt euch Gott auch so persönliche Coronas oder was auch immer, um euch Gelegenheit zu geben, das zu üben. Ich sehe es jetzt schon in euren Augen und in euren Reaktionen und in eurer gespannten Art, wie ihr mich anschaut. Heute Morgen ist nicht die Zeit für mich, das zu üben. Habe ich keine Gelegenheit, habe keinen Sinn, in mich reinzugehen und sagen, kann ich es jetzt oder nicht. Aber Gott wird wieder andere Situationen schenken. Und dort, wo er dich rausgenommen hat, dort, wo er dich lahmgelegt hat, dort, wo du gescheitert bist mit deiner Liebe oder deiner Lieblosigkeit in Beziehungen, geh nochmal zurück dort an.
es ist auch von Gott, damit du üben kannst, dass du mit all dem geliebt bist von Jesus Christus. Und wenn du letzte Woche gesehen bist, wo der Ehekrieg angefangen hat. Überlass dich Gott. Und was ist denn jetzt mit dem Handeln? Und das ist die letzte Folie. Jetzt kann man es hier durchmachen. Ja, noch die zweitletzte Folie. Ja, noch weiter. Natürlich sollen wir handeln und gestalten. Schließlich hat Gott die Menschen nicht nur für den Sabbat gemacht, um auch die Erde zu prägen und zu gestalten. Und wir dürfen mitwirken am Reich Gottes und etwas mit unserem Leben machen. Aber wie? Aus dieser Freiheit heraus, dass wir nichts tun müssen, um geliebt zu sein von Gott. Es ist alles da. Es gibt nur einen Grillmeister. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, schreibt der Paulus im 5. Kapitel. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gute Erde trägt gute Früchte. Noch das Nächste auf dieser Folie. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Eine Frucht. Der Paulus geht ein ganz grosses Risiko ein. Ganz ein grosser Glaube wird hier in uns investiert. Nämlich, wenn wir einfach glauben und vertrauen und einfach empfangen, dann wächst das Gute aus uns raus. Dann sollen wir einfach nicht im Gegenteil dazu leben. Wenn Gott aus uns Schlangen Fisch macht, dann werden wir uns als Fisch bewegen und das wäre ein Widerspruch, wieder ans Land zurückkumpen. Ich weiss jetzt nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber aus dem Glauben heraus, aus dem Nichtstun, aus dem Sabbat, aus dem Stillsein, wächst über Monate und Jahre das Neue raus. Und das sieht von außen manchmal fast so aus, wie bei denen, die Grillmeister sind. Aber auf die Länge ist es eben etwas ganz anderes. Es ist nicht aus dem Machen, sondern aus dem Empfangen. Und Menschen, wo es rausgewachsen ist, die können auch auf ihr Tun immer wieder verzichten, beziehungsweise wie bei mir, Gott bringt es ihnen immer wieder bei, ob sie wollen oder nicht. Und noch die letzte Folie, und jetzt kann das Anbetungsteam kommen. Was heisst das für Praxis? Sei still. Lies in der Bibel die vielen Verheißungen über das Stillsein. Sei still. Und empfang einfach. Nicht, hab das Konzept im Kopf zu empfangen. Das ist zu wenig. Es braucht auch die Körper und die Seele dazu, die still werden und empfangen. Und aus dem heraus darfst du leben. Glaub, dass du nichts mehr tun musst. Dass, wenn du jetzt tot umfällst, dass du bei Jesus Christus bist und nicht, weil du genug geschaffen hast, sondern weil Jesus alles geschaffen hat, was dafür braucht, um in dieser Beziehung inne zu sein. Und dann stand fröhlich auf und lieb die Nächsten aus dem Geliebtsein raus. Aber mach auch immer wieder eine Pause, dass du nicht plötzlich wieder im Stress bist. Es kommt darauf an, was dein Körper, was du tust und was du nicht tust. Es fängt immer wieder damit an, dass du in jedem Bereich weg vom Grill, von deinem Heil, von deinem Angenommensein, von deinem Geliebtsein von Gott, immer wieder aktiv wegstehst und sagst, nur einer kann der Grillmeister sein. Und das ist Jesus Christus. Und dann darfst du fröhlich aus dem heraus immer wieder anfangen gestalten und immer wieder Pause machen. Und wenn du die Pause nicht machst, dann wird ganz misstrauisch mit dir und mach extra Pause und stand extra bewusst weg
vom Grill. Ich habe das vorher mit dem Anbetungsteam aber gesagt, gell? Ah, sie sind da. Wow! Woher sind die jetzt gekommen? Ich möchte zum Abschluss noch beten, dass wir zusammen beten dienen vor Gott. Jesus Christus, du hast uns alles geschenkt. Es ist so einfach und doch ist es so schwer für uns. Wir legen dir an, dass wir so anders geprägt sind, dass es alles Gute nur gibt durch Leistung von uns. Wir legen das dir an und wir bitten dich um dein Vertrauen und dein Glauben. Sei uns weiterhin gnädig. Lass uns das fassen können, dass du dich ganz für uns hingegeben hast. Für uns, wo wir noch gegen dich sind, wo wir noch nichts Gutes gesucht haben. Und dass du dich weiter für uns hingibst und dass wir einfach glauben dürfen. Und dass es für unser Heil, für unsere Gottesbeziehung, für unser Geliebtsein nur einen Grillmeister gibt. Und da bist du. Wir danken dir von Herzen. Amen.